Mittlerweile hat es für die Lust haben nach dem Konzert noch etwas Kassetten, CDs und Bücher von diesen beiden Auftretenden. Grüß euch miteinander. Ich werde wieder eine Einleitung machen. Ja, als ich das erste Mal mit der Marianne auftreten bin, vor 2 Jahren, haben wir so allein mit Herren gemacht über Züritüütsch und Berndüütsch. Die Zeiten sind sehr vorbei, wo man denkt, wir können so etwas nur noch Berndüütsch machen. Darum sind wir da zu hören. Ich singe dann als Einleitung und so als Motto über das, was nachher kommt. Zuerst das Kinderlied und ich übersetze das im Hochdeutschen, das Lied vom Vögeli und vom Mann. Das Vögeli auf einem Baum oben da, der Kopf denkt sich fröhlich, oh, dann zeig ich, was ich kann. Dann zeig ich, was ich kann. Ein Mann, das ist schön, wo es dort wie Flöten und Schabellen, doch irgendwann nicht los, lässt der Vogel etwas gehen. La 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 la, der Vogel etwas gehen. Hingegen das weckt jetzt der Mann, es schaut der Erdler hoch, es hat einen Witz auf die Nase breit, man könnte zünftig schauen. Moral von dieser kurzen Geschichte von Vögeli und vom Mann, mit Kunst bringt es dir nicht, mit Fisch kommst du immer an. Mit Kunst bringt es dir nicht, mit Fisch kommst du immer an. In der Tierwelt, das passt gerade, ich singe allerdings nicht über ein Vögel, sondern über ein Krokodil. Das muss ich mir immer so ein bisschen Mut ansingen mit dem Lied. Da wünsche ich mir nämlich immer, ich wäre ein Krokodil, wenn ich plötzlich wieder da mal sitzen und singen und eigentlich Lampenfieber haben. Und das komisch finde, was ich da mache, dass ich da nach Thun reise und da sitze. Aber ich wollte jetzt auch nicht zu viel schätzen, sondern ich wollte mir jetzt ein bisschen Mut ansingen mit dem Krokodil. Krokodil, ich schwimme die Furchtbrüche durch den ganz ohne Menschen Sorgen. Was so ein Mensch die ganze Zeit denkt, mit der er jeden Schritt lenkt, das bleibt halt an einem Krokodil, wo morgen sein Krokodil denkt, wo im Wasser wird sehen, genüsslich in Sonnenschein Ruhe. Schnackli gut mit dem Mund, zeigt der Jäsin in Zähne, anders zu tun. Als Krokodil wär's so schön bequem, es hätte dann Panik, wenn ich käme. Und keiner würde mich stören, wie die Menschen sich doch hetzen, wenn sie so im gestressten Leben stehen. Dann kann man um ein Krokodil reden. Ein Krokodil, wo im Wasser wird sehen, genüsslich im Sonnenschein ruhen. Schnappt anders zu tun. Als Krokodil hat man viel mehr Zeit, nehmt mir einen Terminkalender mit. Ein Krampfleck da nicht drin. Der Mensch, der plant von früh bis spät, der Kinder in der Griffparat. Kein Wunder, wenn das Krokodil wir spielen. Sag Krokodil, wo im Wasser wird sehen, genüsslich ins Sonnenschein. Schnackli wohl mit dem Mund, sagt der Jäsin in Zähne, hat aus der Fresse nichts mehr anders zu tun. Doch nach einem gierigen Krokodil hätte ich der Glaub doch mal genug von mir und kennt die Heide über. Nach Menschen, Menschsein, Menschengefühl, nach Menschensorgen, Menschengefühl. Ich glaub, trotz allem ist es Menschsein, ja. Wo im Wasser wird sehen, genüsslich im Sonnenschein ruhen. Doch ich bleibe dabei, wenn ein Mensch lieber sein, wird aus der Fresse ein bisschen mehr noch tun.
ich es lieber gerade singen. Es ist ein bisschen schwierig. Es ist einfach ein bisschen die andere Seite. Die erste Seite ist das mutige Krokodil und jetzt kommt so ein bisschen der schüchterne Teil. Das Lied heisst «Aus dem Schneckenhaus». Ich wohne in einem Schneckenhaus, mir fehlt der Mut zum Leben aus, weil alles so kalt ist und so brennt. Es ist eng bei mir und nicht gerade hell, ich schlafe an einer geschützten Stelle und hoffe, dass alle in Ruhe mich lassen. Krücke mal aus dem Haus und streck die Fühler aus, pack mein Herz mit beiden Händen und verlasse mich sicher weg. Sicherheit ist Illusion, zahlst du für einen höheren Lohn, wenn die anderen auf dich stehen, weil sie dich nicht sehen. Ich bin jetzt Schaf in einem Stall, mein grösster Wunsch ist, dass mich alle gerne haben, darum bin ich lieb und brav. Ich folge, renne den anderen an, es wäre schlimm, allein im Leben zu stehen, viel zu gefährlich für so ein kleines Schaf. Hör auf, Schaf sein, wird ein Mensch, es ist viel schöner als du denkst, pack dein Herz mit beiden Händen und verlass mich sicher weg. Sicherheit ist Illusion, nur raus im Monoton, noch etwas angeregt viel mehr, du wirst es sehen. Ich bin ein Huhn, drum gacker ich, wie andere Hühner hocken, ich suche Körner und lege brav mein Ei. Die anderen, die wollen es auch, ich passe mich an, laufe nie davon und zur Belohnung bin ich nie allein. Gackern im Hühnerdreck ist doch gewiss kein Lebenszweck. Nimm dein Herz in beide Hände und verlass mich sicher weg. Sicherheit ist Illusion, finde Mut zum eigenen Ton und mach daraus eine eigene Melodie. Sicherheit ist Illusion, finde Mut zum eigenen Ton und mach daraus eine eigene Melodie. Die zwei Lieder, die ich singen haben mit der Jahreszeit zu tun. Das erste ist mein allerfeuchteste Lied, das es gibt. Es hat ein paar Tage lang geregnet und es hat einfach getrocknet. Und das Trocknen ist dann noch in die Gitarre reingekommen und das Lied geschrieben habe. Das heisst «An der Mauer». An der Mauer laufen Regentröpfe runter, gehen aber in die gelben Nassen, auf den Schaufeln Ahornblätter, wo der Hund ringsum nuschelt. An der Mauer laufen kleine schwarze Käfer, hin und her und einer geht an einem Mann, der dort steht und sich stützt. Hing im Ecken zwischen Hut und Hemdli. An der Mauer steht es ledig Mann. Der lebt zwar nicht mehr, aber der Hund lässt das nicht, läuft sein linke Hinterbein und tut es auf und laut und wetten, dass der Mann in China hinkt. Vergessen wird, regnet es hier oder Käfer wird es aber ein bisschen eng. Oder Hund stellt sein Bein wieder an. An der Mauer laufen Regentröpfe runter, gehen aber in die gelben Ahornblätter oder
Mann kraut sich ein Menken und dann geht durch den Regen davon. Merci vielmals. Das nächste Lied, das ich singen möchte, heisst «Ein anderer Anlass» entstanden, nämlich als der Auftrag von unserem Pfarrungsbrändgarten. Wir haben einen Gottesdienst gemacht über Psalmstrophen. Also habe ich gesagt, ich soll mal schauen, wie das wäre, wenn ich Gegenstrophen machen zu gewissen Psalmen. So, dann hat nachher sie eigene Bände gehabt zu diesen Psalmen und ich habe ein Lied gesungen, zweimal. Und ich singe das mal hier, das Lied zum Einwittern. Ich habe zum Beispiel auch schon gesungen, wo die Kirchenchöre sich getroffen haben. Die sind auch bei den Psalmstrophen nicht gesungen, wenn die wollen, können sie das auch. Wir sollen den Sonntag kalt ist zum Spazieren und wenn man noch nicht Magazine gibt, man dann wieder ins Predigung gehört der Organist und was man sonst so soll. Mehr Freude im Leben haben, nicht verzweifeln. Uns geht ja eben gut für was die Angsten. Dann geht man heim und fragt sich, ob man Angst hat und die Wohnungen gehen ins Hallenbad. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Zwar Teufel sehen wir schon immer selten, hingegen spüren kann man sie noch genug. Die Leute glauben einen Weg ganz andere Sachen und tragen wohlig Händchen und Löwen und gehen mal heim und zünden dort ein Feuerchen an und schauen lang in Flammen. Dann kommst du noch Käse und Knoblauch ist im Haus und aus dem Radio, da tönt es so. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden. Zwar haben grosse Dinge gemeint, Gott tut Gott und Dümmer, die machen die Menschen meistens sitzen selber. Die Jobwatch-Checker und Raketen, Atomkraftwerke und Sendungungeheuer und alles, was still ist und klein und lebendig, was selber kommt, all die Tiere und Blumen, die verschwinden nach die Nacht, wie wenig in ein paar Jahren noch. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerszeit an deines Gottes Gaben. Zwar sucht man Freude immer mit dem Herz, die kann sich ja genug andere Sachen leisten. Der will auf Indien, andere hören Platten und andere säckeln einen Bauen nachher. Und gleich wie viele Menschen Herz warten und dann auf ihren nächsten Park. Spitäler hat sie ja nur noch im November, wenn sie im Spital noch weniger Trost als sonst. Die Wolkenluft und Winde, die Wege Lauf und Bahn, der wird auf Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und wenn man schwenkt, so versteht man alles und lässt den Wind und schaut den Haufen zu. Kicken wir heim und legen Rot und Gelb, die Kirsche von Blätter auf den Stubentisch. Nehmt Zucker, Mehl und Eier und Schokolade an die Mütze wachen und sagen Strophen von Gedichten auf, die sie gerade dran sind, auswendig zu lernen. Brich an, du schönes Morgenlicht, das ist der Art der Morgen nicht, der täglich wiederkehrt. Es ist ein Leuchten aus der Ferne, es ist ein Schimmer, ist ein Stern, von dem ich längst gehöre. Im Menschenstoßverkehr, in den was ist das für eine Grenze, wo ein Mensch vom anderen trennt? Warum redet man nicht einfach so mit einem, wo man
Angst vor Verletzung macht einem stur, man klappt den Laden zu. Ist so ein Schneckenhaus echt gut, nicht einfach nur bequem. Zum Kennenlernen braucht es auch Mut und Zeit für manches Problem. So viele Pläne Menschen gibt's, doch meistens laufst du vorbei. Dabei können vielleicht manche ein Freund, eine Freundin sein. Auch du könntest vielleicht langem etwas geben, etwas bedeuten. Doch du laufst vorbei und fühlst dich allein unter all diesen fremden Leuten. Es lohnt sich die Angst, ins Kreuz für zu nehmen, was ich vom Du noch trennt. Es lohnt sich einen kleinen Schub sich zu geben, solange es Feuerli brennt. Es lohnt sich einmal den Kopf anzuschlagen, wenn es halt auch weh könnte tun. Es lohnt sich auf etwas Neues einzugehen und zu pfeifen auf die Zähne ruhen. So viele brennende Menschen gibt's, doch meistens laufst du vorbei. Dabei können vielleicht manche dir ein Freund, eine Freundin sein. Auch du könntest vielleicht langem etwas geben, etwas bedeuten. Doch du laufst vorbei und fühlst dich allein unter all diesen fremden Leuten. Ein schwedisches und ein finnisches Lied, auf Berndüütsch übersetzt. Einfach, dass ich nicht irgendwie sagen kann, das haben die nicht bei uns geklaut. Vielleicht haben sie geklaut, aber ich finde, das, zum Beispiel gerade die skandinavischen Länder, die sind ja im Unterschied zu amerikanischen oder englischen oder Italien. Die kennen das Zeug nicht, oder die herkommt, und die fangen wir einfach um. Darum haben wir ziemlich viel übersetzt von denen. Und zwei Liebeslieder kann man sagen, vielleicht ein bisschen Anführungszeichen, aber das erste ist eine Geschichte, die hinten anfängt und dann nach vorne geht. Das heisst der Amerika-Brief. Und das ist eine Geschichte in Form von einem Brief. Also los mal, dir Mary, weisst du kennst mich auch nicht. Aber jetzt schreibe ich einen Brief für dich. Mir geht's very well, oh sorry, weisst ich kann recht Berndüütsch. Doch ich hoffe, du verstehst mich gleich ein bisschen. Yes, you know I loved you, we're not wrong. Many years, wann ich hab mich aus dem schönen Switzerland. Hast nicht beschissen, für den Löwen ist mit einem anderen an. Doch ich hab dich gern until my bitter end. Und ich hab noch fast abgesehen und ziemlich hart gerochen nichts. Von der Nebel auch schon ziemlich reif. Auf der Bank sind many dollars, die ich zusammengeworkt habe. In der Johnson Brothers Factory Fabrik. Das ist traurig für dich, dass es die Mai jetzt noch erreicht. Ja, der Alkohol, der ist halt nicht so gesund. Ich für mich trinke Tee und Milch, darum bin ich eigentlich so zweig. Sollst du mich sehen, du sagst, frei noch so jung. Doch jetzt, was so weit ist, vergessen wir die alte Geschichte. Und ich hab noch just one little Schüchli mit. Und ich lang davon hab Frauen los, kam Schiezer und so mehr. Und wer Kinder schlingsen wir an, wo grad mit. Aber jetzt lernt mich finished, und ich hoffe, du schreibst schon. Möglichst Klima und Adresse sollst du noch haben. Mr. Alfred $6, 27B Main Street, Langnau City, Indiana, USA. Übersetzt von mir, Berndüütsch, also.
Einmal bin ich um eine Ästerung und zuerst habe ich aber geschmeckt, bis genüchtert hat und ich dachte, was ist echt da noch versteckt. Und ich habe geschaut und geschaut, wie ich schon lange nicht mehr lebe. Und zuerst in der Schaft habe ich einen alten Strom gesehen. Ich habe ihn geputzt und geschüttelt und habe einen Heiker genommen, wo Säufel ist und wild aus mir Erinnerung gekommen. Lang bin ich da geköpfelt, habe gesinnet und mich gefreut, dass ich jetzt der Hut ist durchgekommen, wo mein Grosshätti einmal dreht. So Grosshättis Zeit ist unser Dorf ein kleines Leben gesehen. Mein Zischan verschwunden, vor 50 Jahren glaube ich. Dort ist reingekrabbelt, hat langsam uns geschaut und hat den Strom gesehen und denkt, so einen viel mir gut. Aber er hat noch weiter geschaut, es hat ihn nicht pressiert, weil hinter dem Ladertisch hat ihn sich etwas interessiert. Oh, der Strom hat er gekauft und hat ihn auch gedreht, aber vorher ist sie Seele und ich finde zwei blaue Augen geht. Und die Zeit geht wie sie und ja, aber manchmal schon wie mich. Und wegen den blauen Augen hat er noch gezankt an der Tür. Er ist zwar schliesslich gegangen, doch aber wieder gekommen. Und seine Augen jährlich glänzt wie die zwei Mauern von dem Mensch im Leben, der jetzt mit ihm gegen den Sonnenuntergang. Im Park ist spazieren und gegen ihn immer an. So sind sie wieder angeblieben, er und die Grossmama. Die blauen Augen habe ich von ihr und heute der Strom zu lassen. So in der Rest mit Feistern sind die alten Geschichten gekommen. Und noch viel andere Bilder, nicht nur von Streuen und so, nicht nur von Kleidern und Gesichtern, nein, noch viel mehr dazu. Von warmen Wellen im Sommer, von dem, wo man nie genug kann überkommen, wenn man eben so gern mit anderen zusammen ist. Sei es an einem Feuerchen oben liegen oder an einem Tisch. Ich hocke da und sinne, über was da alles ist geschehen. Ohne den Strohhut hat es die Geschichten noch so wenig gegeben. Im nächsten Lied, das ich geschrieben habe, habe ich eine wahnsinnige Ruhe gehabt. Es heisst «Geht's noch?» Wie sagt man «Geht's noch?» Geht's noch? Geht's noch? Auch geht's noch. Geht's noch? Sag mal, geht's noch? Geht's noch? Geht's noch? Sag mal, geht's noch? Muss dann das Brühl wirklich sein? Ging's mit Reden? Wird's dir so wohl dabei? Findest du die lässig, die Schau? Was hat dich echt so getroffen? Hab ich dich so sehr verletzt? Sag mir's doch einfach ganz offen, anstatt dass du schlägst. Geht's noch? Sag mal, geht's noch? Geht's noch? Geht's noch? Sag mal, geht's noch? Du malträtierst die Ohren, es ist als hättest ein Megafon. Das Gespräch da im Ort überlohnen, findest du auch einmal einen Pianoton. Hast du mal genug vom Kreien, hast sie abgeladen in die Sau. So spann auch ich an mit Schreien, ich kann das nämlich auch. Geht's noch? Sag mal, geht's noch? Geht's noch? Geht's noch? Sag mal, geht's noch? Braucht's echt einen Klapp von Zeit zu Zeit? Oder geht's auch ohne Mut? Gehört Blitz und Donner zum Streit? Gilt nur Ausgleichheit als gut? Wir tun es da nicht schön
Ein Dichter schreibt das Buch auf jede Seite. Ein Wort, damit es Platz hat, mehr zu bedeuten. Ein Wort frisst sich einen Weg durchs Buch und das Bar. Gang nicht durchs Wort, es schmeckt ihm sonderbar. Und was am Drucker Schwänze und Papier gefressen hat, das setzt sich hingefühl. Verdammt, doch gern noch erst ab und Witz. Heisst drum statt Pommes Stunz, Hauptkuh, Frotstitz. Wo stand ich, hab ich gern an den Kuren. Hast du einen Schirm, heisst jetzt hast du mal auch schon. Der Dichter geht sie drum und behauptet, dass sie allerneueste, überprüfte Fassung. Man ist berührt, die Dichtung ganz verzückt. Sie ist wurmmischt, aber gattlich hergedrückt. Fast 24 Jahre gesungen, das ist so lang, als ich verloren habe. Es ist Es ist nicht nur die Saison der farbigen Blätter, es ist auch die Saison der Abfahrtsrennen nachher, wenn mal die News ist. Und ich habe mal zum Fernsehen so ein Abfahrtsrennen
zugeschaut. Und was mir durch den Kopf ist, während ich das Anfangsrennen zugeschaut habe, das ist jetzt so in ein Lied reingegossen und dann ist die Gitarre und es kommt wieder aus der Aussagen, so mit Gedanken während dem Abfahrtsrennen im Fernsehen. Da siehst du ein weisses Viereck und in der Mitte hockt einer und hinter ihm fährt schnell ab, gegen ob sie könnte verneinen. Doch eigentlich vor dem hocken, das heisst, er hockt nicht. Er steht ja auf der Ski und fährt, das ist der Unterschied. Und wenn der durch ist, dann kannst du einen anderen Fahrer sehen. Der hockt wieder mit dem Wild und juchelt fast noch mehr. Er hat den Kopf voran und manchmal fährt er gerade. Dann wieder ein bisschen schräger, aber doch ganz dran. So ist das noch Mittag lang enorm abwechslungsreich. Und der, der da in der Mitte hockt, ist nicht gegen den gleich. Einer ist rot, der andere grün, der andere blau, weiss die Gülle. Er schaut so wie ein Polizei und hat den Männer Gülle. Im rechten Lenker Flitzerzahlen wechselt ziemlich schnell. Das erste Recht mit Zeit vergeht, ist so Erlebnisgeld. Du hockst in deinem Foto über Russen, scheint die Sonne. Aber wenn es fertig ist, dann weisst du, wer da gewonnen. Das Lied, das ich jetzt singe, passt zu dem. Es geht auch um Sport. Es heisst Fitnessblues. Ich hatte mal so eine Phase, wo mir das unendlich wichtig war, wie viel ich gewogen habe. Das habe ich nachher dann verarbeiten, dem Lied. Schlimm mit sie. Heute ist man elastisch und sportlich jazzgymnastisch. Nächst Abend macht man Stretching und Jogging gegen den Pudding. Es heisst, verrostet, darum rast man los und postet. Es Fitnessgerät, ein bisschen Vitamin, man überwacht das Cholesterin, isst nur noch kleine Blöckchen Müsli, höchstens noch salzloses Gemüsli. Der wichtigste Mensch im Haus ist die Waage. Man konsultiert sie jeden Tag. Mit ihrer Stadt fällt jetzt die Laune. Das heisst, zeigen, loben, Lune, Dune. Und statt ihr Beinspaghetti zu bestellen, tut man Kalorien zählen. Trinkt höchstens mal ein Mineral, ein Gurgeleit mit Minikal. Also hat's gesagt, mir ist das hektisch, das ist nicht gesund, das ist anorektisch. Ich möchte mit dem Velo in Halle, ich gehe in Beiz und stelle einen Teller. Von roten, saftigen Spaghetti und sie dann noch ein Gonkivetti. Und zwar nicht leid sein, sondern mit. Ich wünsche einen guten Appetit. Jetzt kommt wieder mal ein Tierlied. Ich habe gerne Tiere. Ich habe ein paar Lieder, wo Tiere drin vorkommen. Und das Mal bei dem Lied geht es um meine Gänse. Wir haben tatsächlich Gänse. Also ich schreibe nur Lieder, die authentisch sind, die wirklich stimmen. Hinter dem Haus haben wir zwei schöne, fette, dicke Gänse. Also, als ich den Rhythmus vom Lied habe, ich versucht anzupassen, den Gangart, Sie müssen sich das so vorstellen. So zwei schöne, graue Gänse. Der Mann heisst Placido. Nach dem Bildertenor-Tag, weil er so eine prachtvolle Stimme hat. Und seine Gattin heisst Valhalla Brünnhilde. Kurz Wally. Wir haben zwei Gänse in dem Haus. Der Placido und Wally, die kommen raus. Sie gescheiter als wir alle leben voraus. In Ruhe und Gemütlichkeit ein ganzes Leben zusammen. Doch da gibt's Leute, öppe die rufen aus ganz böse, so ganz wetten's nie. Der Geruch macht sie nervös und laut sägen die.
Wir haben eine Straße vor dem Haus, eine laute Autostraße, die stinkt, es ist ein Gruß. Nach Blei und Auskunft, Gasblut, Planungsbeschluss. Ist sie halt kantonal, da ist das völlig normal. Ich muss es leider gestehen, auch ich bin so ein Löli und kann es nicht lassen, mit meinem Status Beitragen an. Zu all dem Lärm und Gestank und Lärm, auch ich bin halt faul und modern. Gegen aber modern.